Konklusion vom Vierredner, ob die kommen schon eine Menge Konklusionsreck, das geht um Lebensmodelle, die gegen die verstellt, da wo ich nicht soll, die eigentlich gerne ausspielen. Dem Felix Eichen sind Konster sind insgesamt alle Guten richtig. Der Beitrag für kleine und mittlere Betriebe zum PIB, solche für Repreneuren, Tausende von Betrieben, die Repreneur sichern. Die Lesungen sind vielleicht nicht unbedingt immer die richtigen. Es geht nicht nur mit gesetzlichen Reformen, mit Finanzamenten, sie wird privat oder über das NCT. Es geht nicht nur mit Terrain. Effektiv ist das das Problem. Immer mehr kleine Herle verschwannen und dürfen keine Scheiere gehen aufgerappt. Kleine Betriebe fanden keine Herle mehr für 50 Meter Carré für ihre Stockage zu machen. Alles das sie ganz richtig aussetzt. Auch dem François Hetto seit Aussetz von der Erleichterung zum Accès zu den Marché public. Mir was auch wirklich geht. Betriebe, egal ob Handwerk oder Handel, selbstständige Bauern und Winzer brauchen, als für alle Regionen Unerkennung und Respekt. Für das, was sie leisten. Für sich, ja, mir nicht nur für sich, auch für die Gesellschaft. All die Arbeitsplätze, diese Schafen, das Jahr 12 bekannt gehen aus dem Handwerk, wo von einem Rekord geschwärzt wird von 90.000 Arbeitsplätzen. Insgesamt sind ja noch viel mehr am Handel, an den Bauernbetrieben und so weiter, bei den Selbstständigen. Für die Steuern, die sie bezahlen, für ihre Beiträge zum PIB. Wie oft steht die Regierung, ja, seht stolz, wir haben ein AAA. Wir haben ein AAA wenigstens als ein PIB. An dem PIB geht absolut maßgebend. Mat gedrohen durch Klein- und Mittelbetriebe, durch Selbstständige und so weiter. Die TVA, die sie gratis für den Staat antreiben, unter ihrem eigenen Risiko, wenn die Klienten nicht bezahlt. Die Lohnsteuer, die sie gratis antreiben für den Staat und an ihrem eigenen Risiko müssen aufgehen. Die Leistungen, die sie bringen für den Staat, egal wie klein oder wie groß der Betrieb, als Kleinbetriebe gehen oft über Schott mit bürokratischen Pflichten. Eng deutsche Unternehmerin hat an einem Artikel, ich meine, es war in der Zeit gesagt, Nancy Niesen, manchmal fühle ich mich mit einem Bein im Knast, weil ich merke, dass ich das nicht mehr alles überblicken kann. Ich bin Betriebswirt, nicht Rechtsanwalt und nicht Steuerfachwirt. Selbst erständig schaffe. Wie viel Wigante verbringt ihr Selbstständigen daheim, für Rechnungen zu schreiben, weil an der Wurzel der Roh nicht könnt, weil da dann nicht ein zirkulär geschickt wird, weil die Stadtdecknis eine Erhebung mischt. Wie oft muss Kleinbetriebe, TVA, die sie nicht kassiert tun, aufliefern, da kommen dort ein Bedrängnis. Da wir eine wirklich Reform möglich, dass man so mal lieber die TVA auf, die effektiv kassiert tut, anstatt dass man Betriebe an den Ruin treiben, just weil die Klienten nicht bezahlt. Das wir eine wirkliche Reform, wenn wir wollen, legislativ eine Reform machen. Wie will ich ohne Sicherheit mein Leben gestalten? Wir schwätzen heute von Repreneuren, wie können wir Entrepreneuriat fördern? Bedenkt einmal, an was für einem Kontext die Leute leben, die Betriebe haben, die abends am Bett gehen, mit Sorge, mit Angst, weil sie Konträten zugestaltet wurden, weil sie Kontrollen haben von Steuern, von Revision, von Service Antifraud von der TVA, weil sie Stunden verbringen mit so Sachen, anstatt sich auf ihren Betrieb zu konzentrieren. Wie schnell habe ich ein Reglement, ein Gesetz mehr erlassen, habe Gesetze aller Schäden, und an all Gesetz sie strafrechtlich Dispositionen dran. Wie sehr habe ich eine Obligation übersehen? Wie sehr meine ich mich strafen, wenn man das an meinem Betrieb, weil ich eine Regel nicht kann tun oder sie falsch appliziert tun? Wie viel Administrativschikanen, da ist doch nicht etwas gegen diese Funktionäre oder die Administration, mehr insgesamt, wie viele administrative Schikanen sind Kleinbetriebe oft ausgesetzt? Nancy sagt an dem Artikel, alles, was ich mir wünsche, ist, dass wir den Unternehmer und den Selbstständigen nicht immer nur als reichen Fettsack, Herr Wagner, lauscht vertraue ich nur, nicht immer nur als reichen Fettsack sehen, der auf Kosten seiner Mitarbeiter lebt und sich ein schönes Leben macht. Das trifft auf die wenigsten zu. Das trifft auf die wenigsten zu. Ich wünsche mir, und da komme ich zur Konklusion, die praktisch gezogen ist,
die muss man gar nicht nur lauschen. Das trifft auf die wenigsten zu. Ich wünsche mir, dass unsere Arbeit, Herr Amtsherr, dass unsere Arbeit, unsere Gesundheit und unsere Lebensqualität genauso wertgeschätzt werden wie die von Arbeitnehmern. Am mei aset net, der Respekt, die Wertschätzung, a praxisnore Reformen für Klein- und Mittelbetriebe, für Selbstständige, für Bauern, für Winzer, und das immer am richtigen Weg.